Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir haben das letzte Mal es geschafft, das Kraftarmband, das wir gerade benutzen, zu finden und der abwerfen. Yay! Und leben. Warte, was da? Stadt. Symmetria Stadt. Luna Stadt. Okay. Schwert. Ich muss mich zuerst wieder an die Tastenbelegung gewöhnen. Oh nein, ich hasse den Wald. Das ist so ein, kann man sagen, ein Verwirrwald. Sterbt. So. Und zwar, wow. Finde ich voll uncool von dir. Dankeschön, dass du abkriegst. Dort müssen wir. Aber bevor wir dorthin kommen, zuerst einmal betrachten wir es voll feine Meer. Voll verschmutzt und so. Ja, das kann ich nicht haben. Also das dort unten, wo im Wasser wabbelt. Wo aussieht wie einzelne, keine Ahnung, so Medaillon-Viecher. Das ist Öl, Dreck, irgendwas. Und die Viecher da, die müssen wir jetzt finden. Das ist unser Spielplatz. Wollen wir Verstecken spielen? Wenn ihr uns nicht alle drei findet, gelangt ihr nicht voran. Wir verstecken uns also, sucht und findet uns. Okay. Klar, die ist im Stein. Die ist in der Pflanze. Und die ist auch in der Pflanze. Gut. Seid ihr bereit? Kommt doch und findet uns. Das Problem ist einfach, genau das ist das Problem. Oh fuck, das wäre schon einig gewesen. Also machen wir das Ganze nochmal. So. Weil das sind komische Feen, wo den ganzen Wald verzaubert haben, sodass man nicht in den Ort kommt, wo man eigentlich hin will. Yay! Schnaub! Na gut, aber es fehlen immer noch zwei. Die schaffen wir auch noch. Da bist du. Sagst du was? Zwei fehlen aber noch. Oder geht ihr schon auf? Nein, keine Angst. Ist die da oben die? Ich glaube nicht, oder? Nein. Da wahrscheinlich auch nicht. Kann wir jetzt noch mal raus? Kann man wieder damit? Ja. Gehen wir mal so. Da war nicht, okay. Gehen wir mal auf die andere Seite. Because dort. So, das zweite Ding gefunden. Ihr habt mich gefunden, doch die letzte ist am schwersten. Ja, komm. Weißt, wenn ich so cheaten würde wie ihr, dann wäre es auch schwer, aber wir haben sie schon. Oder? Hä? Die ist doch da innen. Sie. Oder nicht? Die ist mir jetzt. Verarsch mich doch nicht. Hörst du auf? Nein. Ist mich voll am Verarschen, gell, oder? Die ist doch da reingeflogen. Konfus. Hä? Vielleicht muss ich sie ausgraben. Ist alles eine Possibility? Ist wirklich alles eine Possibility? Ah nein, da sind wir. Aha. Da haben wir sie. Wow. Wie auch immer ich das geschafft habe. Wie? Ihr habt uns alle gefunden? Beachtlich, mein Herr. Ja, schön. Ach, ihr habt uns alle gefunden? Nun gut, wir necken euch nicht mehr. Wir bringen den Wald in Ordnung. Danke. Welchen Spaß? Spielen wir mal wieder? Ich glaube eher weniger. Das ist nämlich ziemlich langweilig. Oh fuck. Ich hätte vielleicht das Schild vorne sollen lesen, weil auf dem Schild steht glaube ich etwas. Und Makrobaum. Der Makrobaum. Komm mal, bist du unversehrt? Du kannst nicht hineingehen. Der Stein, den du zerstört hast, hat die Höhle abgestützt. Wie auch immer. Ein Jammer, dass uns Nairo keinen Rat geben kann. Vielleicht findest du im Haus von Nairo etwas Hilfreiches. Sieh doch mal dort vorbei. Ja, da stand nämlich antike Höhle. Vorsicht, Einsturzgefahr. Ja, hätte sich auch früher noch eine sagen. Kann man dafür da oben raus? Ja, kann man. Und, falscher Knopf. Gut. Das heisst, wir haben eine halbe Episode einfach vertrödelt, indem wir dort hingegangen sind. Aber wir können mal zu den Nairo ihrem Haus zurück. Da wissen wir ja, was war.
Vielleicht finden wir dort ein kleines Indiz drauf. Wo hat denn jeder? Du da. Dieser Witz entspricht nicht gerade meinem Geschmack. Aber was soll's? Alles geht, nur der Frosch hüpft. Ist das nicht ein Brüller? Ahaha. Ja, brutal. Oh, es tut. Ich bekomme körperliche Schmerzen von dem Witz, echt. Okay. Kann ich richtig? Nein, irgendwie nicht so ganz. Ah, doch geht schon. Vor allem, vielleicht ist das Zeitportal noch offen. Hey, Marco-Baum. Nein, kein Date heute. Ah, fuck, ist nicht offen. Okay, gehen wir da runter. Weil, ich weiß, dass wir irgendwann ein Item bekommen. Aber wir könnten Zeit reisen. Aber ich glaube, jetzt ist auch Zeit dafür. Hey du. Willst du schon wieder, dass ich was verschiebe? Ist es möglich, dass hier ein versteckter Raum existiert? Ich spüre einen Luftmoment. Das ist doch die komische Marfrau, oder? Ich spüre einen Luftdruck von her. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Stimme gemacht habe. Was ist das? Es ist... Du erhältst die Harfe der Zeit. Yay! Oh mein Gott. Ein Geist. Ich bin Nairo, das Orakel der Zeiten. Du erhältst ein Instrument, das man die Harfe der Zeiten nennt. Ich kenne dich zwar nicht, doch du wirst diese Harfe nicht grundlos besitzen. Du bist der Held, den die Ströme der Zeit auserkoren haben. Deine Ankunft bedeutet, dass ich mich nicht mehr in dieser Zeit befinde. Die Harfe ist hier versteckt, weil ich all das befürchtet habe. Und ich vertraue dir die Harfe an. Das Spielen bestimmter Lieder auf der Harfe der Zeiten macht Reisen durch die Zeit möglich. Lerne nun von mir die Melodie des Echos. Ach, wundervoll. Spielst du diese Melodie, setzt du die Kraft der Zeitportale frei. Du findest sie überall in diesem Land. Betritt eines der Zeitportale, um durch die Zeit in eine andere Epoche zu reisen. Im Laufe deiner Reisen wirst du weitere Lieder erlernen, die dir eine freiere Navigation durch die Zeit ermöglichen. Auserwählter Held, schütze dieses Land vor den Klauen des Bösen. Bitte, ich zähle auf dich, unbekannter Held. Und wir spielen jetzt natürlich zuerst zum Abschluss auch nochmal. Die Melodie des Echos. Sie erweckt schlafende Zeitportale. Das finde ich gut. Jetzt haben wir die Harfe von der Zeit, können die Zeit zurückreisen und den Dungeon machen. Oder hoffentlich ist der da mal nicht so einfach wie letztes Mal. Oh wow. Hey Marco-Baum. Lalalala, ich muss mich auf die Stimme stellen. Guck mal, das ist die Harfe der Zeiten. Mit ihr kannst du Zeitportale öffnen, um durch die Zeit zu reisen. Die Höhle ist jetzt zwar eingestürzt, doch eventuell kannst du in der Vergangenheit einen Zugang finden. Ja, super. Ich muss doch gerade mal testen. Moment, das ist Karte gewesen. Hey, Karte funktioniert je. Auf B. Und Wobbel. Also eigentlich mehr so. Strich. So, wir sind wieder in der Vergangenheit. Yay! Was steht da? Linnerdorf. Dorf, nicht Stadt. Das muss ich merken. Trotzdem hat das Dorf so ein hure krasses, wie heißt das? Palastviech, wo da oben thront. Aber egal, Jolos weg. Was haben wir da drinnen? Ein kleiner Bub. Ach, nur im Dunkeln bin ich Trost. Gerne würde ich meine Sorgen noch Lachen vertreiben. Doch es wird wohl ein Wunsch bleiben. Ich würde ihm gerne den Witz vom anderen erzählen, aber ich glaube nicht, dass er den lustig findet. Genauso wie ich ihn voll lustig fand. Ey, wir haben einen Dingsbums rein. Oh fuck. Da habe ich nicht wollen. Vielleicht sollte ich es nicht auf B haben, wenn ich es nicht brauche. Die Melodie verhallt ohne eine Wirkung. Ja, super. Du hältst eine Gaschnuss. Sieh nach, was in ihr steckt. Ein Ring war in der Nuss. Nein, wirklich. Okay. Dann wir mal wieder. Ah, fuck. Ich sollte vielleicht die Steuerung ändern oder mich daran gewöhnen. Eins von beidem, aber ja. So. Da jetzt mal noch zwei Fliegen. Oh. Ich frage mich vor allem, woher kommt der Fluss, der da war vorhin? Also ich meine, wie weit zurück sind wir in der Zeit? Es sieht nämlich ziemlich anders aus. Was bist du? Mein Mann hat gefunden, was Königin Ambi gesucht hat.
Dennoch hat man ihn zur Arbeit im schwarzen Turm gebracht. Ich vermisse ihn. Warte mal, wir können zuerst mal da oben schauen. Ich weiß nicht, was die Wachen tun will, aber Wachen sind nie gut. Das weiß man aus jedem Spiel, Wachen sind schlecht. Oder will nicht abgeschupft werden. Ich hasse die Fledermäuse, die sind doch nur nervig. Okay. Immerhin sind es One-Hit-KOs. Komme ich dort überhaupt schon an, ne? Ich hoffe. Wow. Fuck. Und du stirbst auch. Vielleicht muss ich mit dem Ding kumpen. Also wenn ich kumpen muss, dann komme ich nicht an. Was zum... Verarsch mich doch nicht. Oh. Okay, gehen wir wieder zurück. Vielleicht noch ein kleines Speed haben. So. Oh Gott. Die hätten mir auch früher können sagen, dass ich die andere Leiter muss nicht. Oder stecken. Dann wäre so eine schöne Stege dort machen. Hey. Ambis Bomben haben ungeheure Durchschlagskraft. Schön. Freut mich für sie. Ja. Mal schauen. Schublade. Vielleicht ist da was. Nein. Aber es hört immerhin. Ich hab gedacht, der Ecke dort sieht so verdächtig aus. Was bist du? Tief in den Wäldern gibt es einen Baum, der ganz besondere Kerne trägt. Schön. Was bist du? Wie siehst du das wie ein Chines? Ich sehe... Kann ich Chines? Also, so. Ich sehe immer so die Höhle an und frage mich, ob ein Schatz darin sein mag. Aber dieser Fels hier ist im Weg, wenn ich noch einfach sprengen könnte. Das hat jetzt irgendwie im Italien steht darum. Ja, los weg. Oh Gott. Ihr so viel Leute. Ich werde das finden, was Königin Ambi verlangt. Dann muss ich nicht in Ambis Turm arbeiten. Und du bist auch wieder ein Chines. Tief im Wald gibt es magische Kerne. Und die Eulenstatue. Wenn man die Kerne auf die Statue legt, bewegt sie sich. Als ich es zum ersten Mal sah, habe ich mich noch erschreckt. Doch jetzt finde ich es spaßig. Hörst du die so? Aber ich darf nicht alleine in die Wälder. Sagt den Erwachsenen nichts davon. Nein. Ist ja nicht so, als wäre da gerade einer hinter dem Baum. Was will die Königin? Puzzlekerne? Rätselkerne? Ich verstehe das alles nicht. Ich will sicher die komische Dingsbumskerne, wo wir auch können. Ah, das ist jetzt da. Ich glaube, wir holen noch das Ding und dann beenden die Episode. Moment, das ist der falsche Eingang, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Verarscht mich doch nicht so. Und ihr, das sind solche, die man nicht besiegen kann, also man wirft sie irgendwo ab. Schau toll. Stirbt immerhin einmal, was auch immer da innen ist. Wahrscheinlich ein Ring. Bitte ist ein Ring. Ein Gaschakern. Ist klar gewesen. Ja, logisch. Ich würde sagen, mit der ernüchternden Schatzkiste beende ich mal die Episode. Hoffe, euch hat es gefallen. Falls nicht, schreibt es einen Kommentar. Schreibt es einen Kommentar. Und ja, man sieht sich das nächste Mal. Tschüss.